guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und zuschauen wollen bei dieser Kölner Trip-Ausgabe. Gute Stimmung hier in Köln, natürlich, wie Sie merken. Und ich freue mich sehr. Ich versuche die Gäste vorzustellen, ich bleibe da knallhart und sage erstmal Welten im Zusammenstoß. Ja? Die kölsche Rockband Brings spielt zusammen mit einem klassischen Orchester, dem Beethoven-Orchester Bonn. Und herauskam, ich sage das einfach mal so, sensationelle, tolle Musik. Und wer ist hier der Frontmann? Peter Brings. Peter Brings von der Rockband Brings. Als du das letzte Mal hier warst, da saßen wir weiter auseinander. Das Podest war größer und kein Publikum. Ist alles wieder im Lot? Ja, du meinst beruflich bei uns? Ja, überhaupt. Also bei mir ist sowieso alles im Lot. Ich bin auch in der Corona-Zeit, klar, ich habe gelitten, weil man nicht so wirklich wusste, ob man seinen Job wieder ausüben kann. Ne? Und ihr hattet euer 30-jähriges Jubiläum, konntet ihr auch nicht groß gefeiert werden? Konnten wir auch nicht. Und dann haben wir angefangen, in Autokinos zu spielen. Und das war alles so, ich sage ein bisschen wie so Sex im Taucheranzug. Also braucht keiner. Aber es war die einzige Möglichkeit, vor Leute zu gehen. Und das war wichtig für uns, ich glaube für die Menschen damals auch. Und so gesehen würde ich sagen, nach der letzten Session, die wir jetzt hier gefeiert haben, es fühlt sich wieder fast so an wie vorher. Ja. Gutes Zeichen, ne? Bitte? Gutes Zeichen, vor allen Dingen gutes Zeichen, auf jeden Fall. Für die Musiker vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich sind die Leute teilweise noch verhalten wegen der Entwicklung. Wie teuer wird das Leben noch? Wie hoch geht die Inflation? Ja, was kommen an Nachzahlungen und was muss man anderweitig investieren? Also wir sind noch nicht ganz, also Corona-mäßig sind wir über dem Berg, würde ich auch sagen. Ja. Aber jetzt gibt es andere Dinge, die die Leute... Aber das finde ich ja sowieso toll. Ihr habt demnächst ein Konzert vor und dann werden die ersten Karten, und zwar nicht nur 10, sondern viele, für 10 € verkauft. Wir haben uns überlegt, also als das mit der Inflation losging, was du gerade auch sagst, mit den Heizkosten und so, keiner Sau wusste, was jetzt los ist. Und ich habe ja auch ganz bodenständige, normale Freunde. Und wenn du weißt, ich sage jetzt mal, wenn du von 4.000 € eine Familie durchkriegen musst mit Miete und dann will einer für ein Ticket 150 €, das geht gar nicht. Also da kannst du mit der Familie nicht hin. Also das ist nicht möglich. So haben wir gesagt, wir rocken die Inflation und die ersten, die kommen, können ein Ticket für 10 €. Wir haben dann, glaube ich, die ersten 1.000 Tickets oder so waren für 10 € und dann die nächsten 1.000 für 12 und da sind mittlerweile 10.000 Tickets verkauft und super. Zum Schluss verdienst du auch noch ein bisschen Geld. Uns ging es auch gar nicht ums Geld verdienen in so einem Moment. In so einem Moment ist es auch den Kollegen zu sagen, guck mal, was wir da machen. Und manche Kollegen denken, wenn die das können, können wir das auch. Also so ein Zeichen zu setzen. In unserem Job ist es ja, ist bei euch ja auch ähnlich, wir reden ja mit, was ein Ticket kostet. Das ist ja nachher auch unser Verdienst. Jetzt hast du natürlich so Sachen, was viele draußen nicht wissen, dass die Produktion von so einem Abend fast 30% teurer geworden ist. Und das ist manchmal das gewesen, was übergeblieben ist für uns. Also, ne? Teilweise doppelt so teuer. Also gerade Trucking zum Beispiel oder Busse. Aber oder Crewmember. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich habe eine Nummer, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Wir haben, also normalerweise, wenn du draußen bist, hast du ja Toilettenwagen. Die müssen ja draußen sein. Ich kümmere mich um viele Sachen. Und dann habe ich mit den Jungs geredet. Dann kostet auf einmal ein Scheißhauswagen doppelt so viel wie vorher. Warum, ne? Ja, pass auf. Dann wird geredet. Kommt dasselbe rein, aber ja. Ja, auch dasselbe raus. Dann gehe ich zu den Jungs hin und sag mal, wie kann denn das sein? Die Begründung ist, alles ist teurer geworden. Und ich glaube, wenn wir so anfangen, dann ist das ist ja logisch, was passiert. Ja, aber wenn du eben gesagt hast, 4.000, ich meine, das ist ja schon eine Menge, ne? Muss man mal sagen. Du hast eben gesagt, wer mit 4.000 eine Familie durchbringen will, also... Ich habe das jetzt als Beispiel gebracht. Also wahrscheinlich haben viele Leute noch viel weniger Geld. Ja, ne? eben. Ja, ich sage jetzt mal, aber wenn 2 Leute am Arbeiten sind, ich kenne das ja bei uns, wenn beide am Arbeiten sind, dann ist das ja ungefähr so, was man so zum Leben hat. Ne? Hör mal, Peter, du bist seit vielen, vielen Jahren mit Brings super erfolgreich, ne? Als Musiker. Ja. Hast du nicht irgendwann mal gedacht, ich müsste dann doch im fortgeschrittenen Alter mal Noten lernen? Ja, ich bin ganz ehrlich. Ne? Was? Zu spät dann irgendwann. Exakt, ja. Ich werde jetzt 59, da kannst du jetzt vergessen. Ne? Aber in der Tat muss ich echt sagen, als wir das erste Mal reinkamen und dass 52 Leute losspielen, was da auf dem Blatt steht, und die haben es ja vorher nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ihr Noten kennt. Ich muss einen Song lernen. Ich weiß nicht, ob ihr Noten kennt. Ich wollte es ja auswendig lernen, weißt du?
Also nicht selbstverständlich. Viele Musiker können keine Noten lesen und halt spielen Akkorde halt. Ich kann es auch nicht. Das ist, Also ich muss es immer einmal vorher gehört haben. Ich muss es wenigstens lernen. Und der Vorteil ist halt, wenn wir jetzt mit so vielen Leuten zusammenkommen, stell mal vor, die müssen das alle lernen. Da wird sie ja nie ans Ende kommen. Auf der anderen Seite, wir haben so... Ja, man muss aber mal erstmal auflösen, worum es geht, worauf ich hinaus will. Das Brings, eine Kölner Rockband, ja, jetzt zusammengespielt mit einem klassischen Orchester. Ja. Und stell dir mir so vor, da kommen die Jungs von Brings, kommen da an, ne? Also einer von euch kann Noten lesen, glaube ich, ne? Der Christian, der hat, also unser Trommler, zum Glück auch unser Trommler. Der Trommler. Der Trommler, ja. Der kann Noten lesen. Der Trommler hat Musik studiert und du musst, wenn du Musik studierst, musst du ein Harmonieinstrument und Noten und so. Und der ist eigentlich auch unser Sprachrohr zwischen Dirigenten und uns. Also, ja, ihr lacht. Wenn so 52 Das ist der Übersetzer. Ja, wenn die losspielen und du verkackst den Einsatz mit dem Gesang, kannst du nach Düsseldorf ziehen. Dann ist vorbei. Dann ist ja ich spiele ja weiter, weißt du? Im Namen meiner Mutter. Ich bin in Düsseldorf geboren. Ich lasse nichts auf diese Stadt kommen. Das muss an der Stelle gesagt werden. Ja, Ganz das war ja vollkommen nur ein klar. Witz. Also Nein, das weiß ich doch. Also ich liebe auch die Düsseldorfer. Vollkommen Kein Problem. Ja, aber tatsächlich diese Idee, mit dem Beethoven-Orchester Bonn zusammenzuspielen, ist natürlich eine gigantische. Und damit ihr jetzt mal alle hört, was da abgeht, ja, also da muss ich echt sagen, jetzt aber mal angeschnallt, ja. Ich muss aber kurz was davor sagen, bevor das jetzt ja eigentlich, ich weiß ja, was kommt. Das ist jetzt kein Song von uns. Moment. In der Zusammenarbeit mit diesem Orchester ist der Dirigent zu mir hingekommen und hat gesagt, er fände es auch gut, wenn wir uns mit einem klassischen Stück beschäftigen. Okay. Jetzt bin ich natürlich kein Klassikkenner, ne? Ich bin mit Rockmusik groß geworden und habe mir eins ausgesucht und da einen deutschen Text drauf schreiben dürfen. Und da bin ich echt stolz, dass die das freigegeben haben. Weil jetzt heißt es nämlich, Achtung, Musik Schostakowitsch, Text Peter Brings. Okay, das ist spannend. Bitte. Und das Ganze Schlaf gut, mein Kind, und lausche dem Wind in den Weiden. Hör, was er singt, von Liebe, von Glück und auch Leiden. Schlaf gut und träum dich fort an deinen Lieblingsort. Du sollst träumen, träumen von mir. Ich will träumen, träumen von dir. Wir wollen träumen, träumen vom Glück. Dankeschön. super. Till, du musst noch ein bisschen warten, bis der Bayerische Kabarettpreis dir vergeben wird tatsächlich. Und ihr müsst noch ein bisschen warten, bis es im Sommer zum Großereignis hier in Köln kommt, nämlich am 18. und 19. August. Brings mit dem Beethoven-Orchester auf der Domplatte. Da geht ein Rauen durch. Das ist schon krass. Also, aber mich interessiert trotzdem noch mal, der Christian Blümer übersetzt so zwischen Dirigent und zwischen euch. Ne? Aber wie geht das? Ihr seid andere Typen wahrscheinlich als die Orchestermitglieder. Wie ist das Zusammenspiel gelaufen? Also als erstes muss man mal sagen, so, die Begegnung mit den Leuten, die im Orchester arbeiten, das war für uns was ganz Neues. Erstmal haben wir natürlich auch Angst gehabt, muss man ehrlich sagen, weil wir konnten halt das nicht lesen. Wer hat denn die Idee gehabt überhaupt? Der Christian hat die Idee gehabt Okay. und der Noten kann. Der das kann, ja. und das war auch nicht direkt im Programm. Alle, ja, das mal, weil man kennt so typische Klassikalben und irgendwie, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das richtige Beispiel gewesen für das, was wir da tun. Wir haben dann lange mit einem jemanden gesprochen, der erstmal das geschrieben hat, diese Partituren dann für das Orchester geschrieben hat, der Herr Summerer, das ist ein Knabe aus Österreich. Da war schon mal, die Sprache war ein großes Problem. Der ist immer zu mir gekommen und sagt, ist der Song Dur oder Moll? Also, weil der kann das nicht verstehen, wir singen ja Kölsch. Katharina konnte ja zum Beispiel, wusste nicht, worum es ging, dann musste man darüber reden. Dann haben wir angefangen zusammen zu spielen und als wir angefangen haben zusammen zu spielen, da hat man gemerkt, es ist egal, ob du in einem Orchester, ich sag jetzt mal Bratsche, Cello oder sonst was spielst oder E-Gitarre. Wir waren dann eins. Und als wir dann, das ist ja ein Ausschnitt aus dem, wir haben einmal mit denen schon mal einen Auftritt gehabt, einen kleinen.
Und als wir eine Nummer gespielt haben von uns, Halleluja, das ist so ein Teil drin, da ging es dann los. Und dann stand das Publikum auf und alle fingen an zu singen, wie man das gewohnt ist bei unseren Gigs. Und ich guckte mich hinten zum Orchester um und alle waren so am Grinsen. Und ich denke, was lachen die, was ist los? Die waren so, dann sind wir in die Garderobe und dann habe ich mir die geschnappt und sagte mal, was war denn da im Moment? Dann haben die mir erklärt, sie haben es noch nie erlebt, dass das Publikum aufsteht und mitmacht. Das macht man in der Klassik nicht. Man benimmt sich, ne? Das ist dann wahrscheinlich die außer bei der Last Night of the Proms, da macht man das auch. Aber man macht es nicht in einem klassischen Stück, dass da auf einmal bei Beethoven einer hingen anfängt mitzusingen oder so. Ne? Aber es war das erste Mal. Stell mir gerade vor. Ja, es war das erste Mal für das Orchester, dass die so richtig was zurückbekommen haben. Und da habe ich echt gedacht, irgendwie, das ist kein Job für mich. Ich mache es eigentlich für den Moment, dass es zurückkommt. Dafür tust es ja. Ne? Aber sag mal, wie ist das bei euch zu Hause gewesen? Deine Eltern waren ja sehr, wie soll ich sagen, sehr rebellisch, was die Zeit angeht. Die waren alternativ, die waren links, ganz klar, haben euch auch so erzogen. Was lief denn da für Musik? Ach, bei uns lief alles. Ich habe Degenhardt gehört, ich habe Hannes Wader gehört, wir haben Stones gehört. Ich weiß, der erste Scheibe, die ich beim Alten geklaut habe, war, wie hieß er, Ozzy Osbourne, wie heißt die Kapelle nochmal? Black Sabbath. Black Sabbath, genau. Das war das erste. So, ich habe die Platten von meinem Alten geklaut. Und die haben ja das gehört, was damals angesagt war, Stones, Beatles, so ein Zeug. Aber Klassik war nicht. Also, nee. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nee. Das war, ich glaube, eher so, bei uns war ja eher so Arbeiterklasse, das war irgendwie eher die Musik der Bourgeoisen. Sag mal, also ihr habt ja eine Kindheit gehabt, das war ja von euch, deine Eltern waren ja, und vor allem dein Vater, sehr berühmt, auch Musiker hier in Köln, aber auch ein sehr engagierter Zeitgenosse. Wogegen konntet ihr eigentlich als Jugendliche rebellieren? Ach, ich sage mal, die waren schon wild, die Alten, aber ich glaube, wir haben ja noch einen draufgelegt. Also das geht ja immer, das sehe ich auch heute an meinen Kindern. Also die leben, also einer meiner Söhne macht auch richtig viel Musik und auch richtig ambitioniert, aber die leben in einer anderen Welt, die sprechen eine andere Sprache. Also, sprechen die noch Kölsch? Ja, der Louis, ja, ich glaube, er spricht jetzt kein Kölsch. Ne? Also das liegt aber auch daran, dass wir, glaube ich, so die letzte Generation, also wir als Band die letzte Generation waren, wo zu Hause noch richtig Kölsch gesprochen. Mein Großvater zum Beispiel, ich weiß, da wurde immer gesagt, Hermann, sprech ordentlich. Und dann hat er gesagt, Mama, bitte die Ports so. Weißt du, weil ja, die Ports, die Türe, der wusste das hochdeutsche Wort nicht dafür. Ich glaube, das hat viel mit dem Dialekt auch zu tun, dass der Dialekt immer für Proletariat, Arbeiterklasse, für Unterschicht stand. Das ist ja unser großes Problem hier in der Stadt. Das haben die Bayern überhaupt nicht, die Norddeutschen auch nicht. Also die haben ein anderes Selbstverständnis zu ihrem Dialekt. Und ich finde, Kölsch ist für mich viel mehr wie eine Sprache. Also das ist meine Art, mich auszudrücken. Die Phonetik ist dem Englischen sehr nah. Und man kann Sachen in Kölsch sagen, die wären kitschig in Hochdeutsch und in Kölsch sind die irgendwie cool. Ich kann das nicht erklären. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du emotional wirst, musst du Kölsch sprechen. Hast du mal ein Beispiel, was du auf Kölsch besser sagen kannst als auf Hochdeutsch? Ich habe einen Song geschrieben, so in den 90ern, Anfang der 90er, hatte ich viel Clinch mit meinem Vater. Das war klar, man wollte sich abgrenzen und so, wir haben viel Ärger gehabt. Und da habe ich einen Song geschrieben, der würde in Deutsch heißen, Papa, ich liebe dich. Da bist du schon fast bei Heinchen. Also jetzt sag ich immer, ja, von der Aussage. Ja. In Kölsch heißt das, Pap, ich kann dich hierhin. Das ist was ganz anderes. Ja. Das bedeutet auch irgendwie was ganz anderes. Der Kölner ist ja total ungern verpflichtet. Das Wort Liebe gibt's in Kölsch gar nicht. Also bei uns ist es, ich kann dich hierhin, aber die auch und die auch. Und das ist so, ne? Ja. Du kannst hier abends an der Theke stehen, 2 Stunden diskutieren und keiner kennt den Namen. Und am nächsten Tag ist vergessen. Wenn du zum Beispiel in Norddeutschland unterwegs bist, mit den Leuten redest und du hast dass die bei dir bleiben, kannst in 10 Jahren wiederkommen, die wissen deinen Namen und das ist was anderes. Das ist verpflichtend. Das ist wirklich lustig, weil Annette eben sagte, als wir hinter der Bühne noch standen, bevor wir rauskamen, hat sie gesagt, das ist ganz ungewohnt hier in Köln. Alle reden miteinander. Ja. Wenn ich beim NDR Sendung mache, da spricht keiner. Das wollten wir nicht auf dem Sender sagen. Oh. Entschuldigung. Das war die Vorlage. Aber ich nehme mal an, das ist ähnlich wie mit deinem Koffer. Das wolltet ihr auch nicht sagen, oder? Aber das ist ja schön. Ich bin ja Kölnerin. Ja. Insofern fand ich das gerade, das war wie so ein Eintauchen in die alte Heimat wieder. Aber das ist eine Tatsache. Hier wird direkt gelabert und auch viel. Aber es ist nicht unbedingt, das muss nicht wichtig sein.
Wie ist das denn in der Band? Das sind ja nicht nur, der Christian kommt aus Bonn. Ja, der Harry auch, aber jetzt tut mir mal gefallen. Also ich bitte dich. Am Ende wird das irgendwann eingemeindet, oder? Ja, stimmt natürlich. Ja, glaube Muss ich ja. auch. Also das sind ja Rheinländer, das ist genau wie bei euch in Düsseldorf. Wir sind ja Ich alle wohne in Köln, ich muss jetzt ja Ja, mal ja, richtig stellen. weil du eben gesagt hast, du bist Düsseldorfer. Wir sprechen ja dieselbe Sprache, wir wohnen ein paar Kilometer voneinander. Also Ja. ich glaube, dass das schon eine ähnliche Mentalität ist. Also nochmal jetzt, 18. 19. August, Großereignis auf der Domplatte. Ist ein bisschen kirchlich, ne? Vor dem Dom, Domplatte. Ist das nicht ein bisschen kirchlich für dich? Bisschen katholisch? Ich bin katholisch. Ich hab ja versucht, also so eine Veranstaltung muss man sich vorstellen, die ist unheimlich aufwendig, unheimlich teuer. Und dann haben wir gedacht, so ganz clever, wir machen an einem Tag 2 Shows. Das geht ja, ne? Das ist so eine Art Matinee, fängst um 14 Uhr an und spielst bis 16 Uhr. Da fängst um 16 Uhr an bis 18 alle raus, mit dem Schlauch durch und die nächsten rein, haben wir uns so gedacht. Und dann haben wir mit der Kirche gesprochen, hinter uns, der Großen, und das ging nicht, weil Du meinst den Dom? Weil da eine Messe drin ist. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich weiß, dass ich jetzt Prügel kriege. Es kann da nicht sein, wegen 3 Omas, die im Dom sitzen, dass man das nicht darf. Ne? Aber es war so. Und ich hätte die gerne eingeladen. Und hat alles funktioniert. Ich freue mich noch auf die Briefe vom Rundfunkrat. Wunderbar, wir wünschen viel Erfolg. Ich bin da, das kann ich jetzt schon mal sagen. Peter Brinks. Okay. Vielen Dank.